Bevor heute irgendwas mit dem Gemeinderat beschlossen wird, da sollten doch alle Risiken in Betracht gezogen werden. Annalena, du weißt genau, du bist bloß eine stille Teilnehmerin. Also schalte mal einen Gang zurück. Und wenn der den Großteil von dem Projekt selber finanziert, ja, da können wir doch bloß alle drauf verdienen. Ist jetzt nicht Ihr Ernst? Der hat euch den Park in den rosigsten Farben ausgemalt. Annalena hat mich angerufen und will, dass ich ein bisschen recherchiere über diesen Rittmoser. Jetzt klangt's mir aber. Verschlafen. Kellnern bis in der Früh um 4 Uhr, das ist ja klar, dass dir das irgendwann zu viel wird. Ich brauch das Geld. Kathi, ich brauche dich unbedingt zur Nachtschicht im Weinort. Ja, ist gut. Das wird sich dann vom Trinkgeld her wahrscheinlich auch nicht so wirklich lohnen, wenn nichts los ist, oder? Ganze 80 Cent. Da interessiert sich gerade mal einer für mein Bett. Da kann ich es ja gleich herschenken. Denn der misst mich auf. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ich hab mir einfach so auf meine erste eigene Wohnung gefreut und nicht sowas. Das gibt nichts, was man nicht richten kann. Aber wie soll ich denn das machen? Ich hab nur so viel zum Zahlen. Und das Geld, das klappt mir hinten und vorne nicht. Nicht einmal am Monatsanfang. Ich kann alles so oft durchrechnen, wie ich will. Ich hab einfach nicht genug Gehalt. Da, die Kaution muss ich noch zahlen. Dann die Ablöse für die Küche. Jetzt sind die schon stinksauer auf mich. Von der Bank krieg ich auch nichts mehr. Ich kann's dir bloß nur mal anbieten. Ich geb dir ein zinsloses Darlehen. Das ist echt lieb, Tante Moni, aber ich will das einfach allein schaffen. Ja, du kannst es ruhig ohne mich, ich schenk's dir ja nicht. Ich weiß nicht. Du kannst mir natürlich auch Zinsen zahlen, wenn du unbedingt bestehst drauf. Willst du jetzt an meinem Elend auch noch verdienen, oder was? So gefällst mir schon besser. Also, was ist jetzt? Also gut. Aber dann machen wir es offiziell, mit einem gescheiten Vertrag. Wo dann drin steht, wie viel dass ich dir im Monat gebe. Ich will da einfach alles so schnell wie möglich zurückzahlen. Ja, das ist mir nur recht. Also dann machen wir eine Aufstellung. Und zwar eine gescheite. Morgen Mittag habe ich Zeit. Ha? Sag mal, wie kommst du dazu, dass du einfach meinen Burm mit in die Geschichte mit einspannst? Grüß dich, Vika. Servus. Grüß dich. Sag mal, bist du jetzt extra wegen meinem Anruf nach Lansing gekommen? Ja, halt, man denkt, wenn ich schon recherchiert, dann halt gescheit, ne? Warum ziehst du dann Ludwig da mit rein? Von mit Neiziehen kann doch überhaupt keine Rede sein. Wie ich schon gesagt habe, Mama, die Annalena wollte bloß den Rhythmus ein bisschen genauer durchleuchten. Dass er nicht schauen kann. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Es ist so nichts beschlossen. Und wenn das einmal mit dem Park spruchreif wird, dann wird das schon alles genau überprüft. Auch der Investor. Das ist doch nicht so schwer zum Kapieren, oder? Die Annalena meint halt bloß, dass man sich rechtzeitig in alle Richtungen umhören soll. Und dazu habe ich als Journalist halt einfach die besseren Möglichkeiten. Macht's doch, was wollt's. Also, was ist jetzt? Soll ich recherchieren oder nicht? Ja, danke, das freut mich auch. Dankeschön. Wiederhören. Die Ergebnisse von der letzten Untersuchung schauen ganz gut aus. Du weißt gar nicht, wie mir das gefreut. Der Martin, der hat einen Orden verdient, dass er mich da jetzt noch freigegeben hat. Nachdem man so tratzt haben. Vielleicht sollte man auch Freude machen, hm? Ja, du, da bin ich da schon einen Schritt voraus. Ich lerne jetzt nämlich Spanisch für den Termin mit dem Senior Vertes und werde in 0, nix den Vertrag machen. Spanisch, du?
Ja, das hört sich ja so an, als ob du mir das gar nicht zutraust. Naja, also ich traue dir zumindest nicht zu, dass du bis morgen einen Vertragsabschluss auf Spanisch hinkriegst. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will ja da ein paar Floskeln drauf haben. Ich hab schon mit dem Jesus geredet. Es stimmt schon, dass der eine oder andere wieder stillgelegt worden ist. Es gibt aber auch nur die super Laufern. Ja, das weiß ich schon, aber was mir irritiert einfach, dass jede Kritik von Anfang an unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und wer weiß, ob dieser Rhythmus auch so unseriöser Investor ist, wat? Wie der, den ich da recherchiert hab, schau. Naja, sicher muss man bei solchen Investoren auf jeden Fall total aufpassen. Aber man darf auch nicht gleichzeitig alle über einen Kamm scheren. Ich bin mir sicher, dass sich die Mama den Typen ganz genau anschaut, bevor sie ihm Gemeindegeld dazu sagt. Was im Moment bin ich die Einzige, die Bedenken hat. Und ja, vielleicht bin ich wirklich total vernagelt. Wo du auf jeden Fall total recht hast, ist die Tatsache, dass so ein Park auf jeden Fall ein wahnsinniger Eingriff in das ganze Dorfleben ist. Und die Natur ist auch ein ganz wichtiges Gegenargument. Ja, das sag ich doch. Das kann man doch nicht einfach so ignorieren, oder? Nein. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich recherchiere jetzt erst einmal ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ihr ein Interview mit ihm möchtet. Aber ich will nicht, dass du deswegen wieder Fronitz kriegst, gell? Nein. Ich weiß schon, wie ich die Mama nehmen muss. Die kriegt sie schon wieder ein. Für dich. Grüß dich. Da schau, ich hab meinen Bierdeckel dabei. Ah, danke. Wenn du eine Viertelstunde wartest, dann kannst du die Bestellung gleich mitnehmen. Ich hab schon angefangen. Magst du vielleicht was trinken? Grüß dich, Kathi. Du, mir passiert jetzt leider, weil wir sehen uns ja eh nachher auf meiner Abschiedsparty mal nicht, gell? Ja, ist gut. Du hast es gut. Hast deinen Spaß und ich stehe unterm Tresen. Jeder, wie er es verdient. Du, darf ich dir das Jahr ausgeben? Ich hab ein bisschen zu viel gemacht. Gern. Passt. Erzähl, wie geht's dir? Bist recht im Umzugsstress. Der Umzug, der stresst mich ehrlich gesagt am wenigsten. Aber das, was alles zum Zahlen ist. Also, wenn du Hilfe brauchst, ich bin ziemlich fit in so Sachen. Echt? Hast du zufällig gerade Zeit? Hab zufällig gerade Zeit. Und jetzt sag her. Schau mal, ich hab da was zusammengeschrieben. Super. Einer meiner Ausgaben. Perfekt. Das sind die ersten Schritte. Rundfunkgebühren. Ganz wichtig. Ich schreib das dazu. Und Versicherung hast du auch vergessen. Was du unbedingt brauchst, ist Haftpflicht und Hausrat. Stimmt. Mei, das habe ich total verdrängt, habe ich das. Du, sag einmal, wie viel kostet das ungefähr für so eine kleine Wohnung? Was heißt Willkommen in Lansing, Herr Wertes? Bienvenido a Lansing, Señor Wertes. Bienvenido a Lansing, Señor Wertes. Ich schreibe drauf. Ja, gut. Hoppala. So ein bisschen. Ach, das macht ja gar nichts, um Gottes Willen. Was hat das gekostet in die... Sagst du besser nicht zu deinen Geschäftspartner? Nein, das interessiert mich. Das, Imbecil heißt Idiot. Wie sagt ihr in Bayern? Depp. Ah, ja, siehst du es? Du kennst Schimpfwörter auf Bayerisch. Und das will ich auf Spanisch wissen. Zum Beispiel, wie sagt man zu Volldepp? Also total Volldepp. Dann vielleicht Filipolas. Filipolas, das muss ich mir merken. Weil ich mein, wenn mir der Kunde blöd kommt, dann weiß ich ganz genau, was ich zu ihm sage. Aber wenn der Kunde nett ist, dann machst du Komplimente. Ja. Grüß dich. Hat das Mittagessen nicht gelangt, weil du schon wieder da bist? Nein, diesmal bin ich beruflich da. Ist ja nicht, dass in einem Brunner wird was Interessantes zum Berichten gab. Uri, draußen steht ein dickes Auto vom Bauunternehmen Rittmoser. Das ist doch der da, oder? Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber er ist ein Spätzl vom Schattenhofer, wenn dir das weiterhilft. Grüß Gott, Herr Rittmoser. Entschuldigung, dass ich Sie beim Essen störe, aber hätten Sie vielleicht kurz einen Moment? Ja, um was geht's? Mein Name ist Ludwig Brunner, ich bin freier Journalist. Und ich interessiere mich für den geplanten Freizeitpark da in Lansing. Ist es mit der Frau Brunner abgesprochen, dass Sie da jetzt schon ein Interview machen? Das muss ich nicht, das ist mein Beruf. Also, da muss ich Sie enttäuschen. Wir sind ja gerade am Beginn der Sondierungsphase. Also, ich kann Ihnen da gar nichts Konkretes sagen.
Trotzdem, ich habe da schon mal recherchiert und bin da auf ein früheres Bauprojekt von Ihnen gestoßen, das nicht ganz rund gelaufen ist. Bei allem Respekt, ein seriöser Journalist, der arbeitet meiner Meinung nach anders. Da fragt man um einen Interviewtermin und überfällt niemanden beim Essen. Wann war es denn ein Recht? Morgen zum Beispiel, da herin um 10 Uhr? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Aber wenn Sie nichts Besseres vorhaben, ich bin da. Alles klar. Na dann nur einen guten, gell? Du, Uri, ich schau noch geschwind rauf zum Flori, ob der da ist, gell? Und? Was sagt die Rechnung? Dass ich monatlich viel mehr Ausgaben habe, als ich gedacht habe. Ja, und eine Waschmaschine brauche ich doch auch noch. Ja, jetzt lass dir mal Zeit mit der Waschmaschine. Bis du das Geld dafür hast, kannst du bei der Tante Moni erst einmal Wäsche waschen, oder? Ja, aber auch wenn ich keine kaufe und weiterhin in Weinott arbeite, zum Schluss bleibt noch nicht nur über. Also 300 € im Monat ist nicht nur. Ja, aber was würde dir das beruhigen? Uns ist allen so gegangen mit der ersten Wohnung. Und schau, aus uns ist allen was geworden. Und es wird dir sicher auch gelingen, wirst schon sehen. Und so als Tipp von mir. Wenn du viel putzt in der Wohnung und viel kochst, dann hast du keine Zeit mehr zum Geld ausgeben. Heißt das, ich lebe und arbeite bloß nur für die Wohnung? Ja, ganz toll. Du, und was sage ich zum Beispiel, wenn ich der Uschi ein Kompliment machen will? Da fällt mir ein, su ojos bellos. Su ojos sind schöne Augen. Ah, ja, schöne Augen, das hat's. Und was noch? Hermosas piernas. Du, die sind für die verboten, auch wenn sie schöne Beine hat, gell? Prohibido para mí. Ja. Dann vielleicht, mira que decir, sie sehen bezaubernd aus. Ah. Da kommen schon die schönen Piernas. Macht die Lernerei ja richtig Spaß, hm? Ja, du, bin total gut vorbereitet für den Termin. Dein Mann hatte viel Talent. Echt? Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Respekt. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Aber jetzt raucht mir der Kopf, also Fumar. Ich krieg nix mehr rein. Und, also gracias fürs Lernen. Passt schon. Ja. Ach, da bist du. Du, wir setzen uns alle nachher noch kurz zusammen. Kommst du dazu? Wir tun uns rein. Gern. Ah, was ich da sagen wollte. Pass auf, der Wickerl hat erzählt, dass dieser Rittmoser ja voll abweisend reagiert hat. Es kann also wirklich sein, dass du recht hast und dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ich bin echt gespannt, was bei dem Interview rauskommt morgen. Mhm. Ist klar. Ah, grüß dich. Grüß Anna. Annalena. Herr Schattenhofer. Die Meinige hat mich angerufen, ich soll noch was mit heimbringen. Da, die Landjäger, die waren doch ganz gut. Gib mir 3 Paar. Ne? Und? Hast du jetzt wieder beruhigt? Wie man es nimmt? Also, ich weiß gar nicht, warum du dich so streibst gegen den Freizeitpark. Das tue ich nicht. Ich will bloß sicher gehen, dass unserem Dorf nicht irgendwie geschadet wird. Ja, das will doch ich auch nicht. Ich hoffe, dass du das weißt. Ja, dass Sie das nicht wollen, schon. Aber dieser Herr Rittmoser, darf ich fragen, woher Sie den eigentlich kennen? Freilich, aus dem Landwirtschaftsministerium. Da habe ich ihn kennengelernt. Ein Politiker ist er auch noch. Ja, das war er. Jetzt ist er bloß noch Bauunternehmer. Aber ein sehr erfolgreicher. Aber der Bertel, der ist schon in Ordnung, glaub mir's. Trotzdem kommt mir das so suspekt vor. Weil alle so Geheimnis um die Sache machen. Mei, du, was meinst du, wenn das rauskam, da dann sie doch alle um den Freizeitpark reißen. Stell dir doch mal vor, wenn Wanger den Zuschlag kriegt, das war doch wirklich eine Katastrophe. Ne? Das ist sicher ein bisschen anders. Aha. Und auch wenn's einer nervt, ich werde weiter unangenehme Fragen stellen, bis ich Klarheit habe.
Jetzt feier ich meinen Abschied wegen dir extra da herin und dann hast du keine Zeit. Nein, was soll ich machen? Du siehst doch, was heute los ist. Naja, dann kriegst du heute wenigstens ein bisschen mehr Trinkgeld wie das letzte Mal. Ja, Gott sei Dank. Die 9 Euro Stundenlohn, die reißen es bei mir auch nicht mehr raus. Du bestellst noch was, bevor wir verdursten. Freilich. Machst uns noch eine Runde, bitte. Freilich. Du, das Gute in der neuen Wohnung wird sein, wenn du einmal von Hamburg auf Besuch kommst, dann können wir ganz entspannt bei mir daheim abhängen. Ja, der wird bei dir daheim bald mehr los sein als da herin. Danke. Schau schon her, weißt, dass du bist. Hey, dankeschön. Da bedient sogar ich dich gern. Wohn die lieber nicht dran, das nächste Mal gibt's nichts mehr. Jawohl. Du, Kathi, was ist denn mit dir? Trinkst du nicht mit? Die Zeiten, die sind für mich vorbei. Ich lebe ab sofort spaßfrei. Ich habe gerade mit der Annalena telefoniert. Du kannst die Cannabis jederzeit abholen. Gut, das mache ich dann gleich. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen aufräumen, bevor die Kundschaft kommt. Alter, die sind doch Spanier, die sind doch ganz kindernarrisch. Die verstehen das schon. Du willst die ja bloß vor der Arbeit drücken. Habt ihr das geübt? Ja, schon. Unter anderem, wieso? Na, weil ich mir vorstellen kann, dass der Vertragsabschluss dann schwierig wird. Wenn du in Herrn Wertes mit Imbecil kommst. Das ist am Jesus bloß so rausgerutscht. Ich hab auch noch gelernt, sus oidos bellos. Du wolltest den Herrn Wertes sagen, dass er schöne Ohren hat? Na, ich wollte dir sagen, dass du schöne Augen hast. Das heißt aber auch was. Ihr seid so zwei Kindsköpfe, glaubst du das? Und ich hab gedacht, dass du ernsthaft daran interessiert bist, eine Fremdsprache zu lernen, damit du deinen Kunden beeindrucken kannst. Das mache ich doch so oder so, auch mit meinem halbscharigen Spanisch. Ich überzeug den Herrn Wertes mit unserem guten Bier und mit meinem Charme. Da darf ich nicht drauf wetten. Also, zur Not habe ich ja nur eine Spanisch-Expertin. Machst du ihm halt schöne Ojos? Ja. Ah, Kathi, da bist du ja. Du, ich muss in einer halben Stunde zum Flughafen den Herrn Dings da abholen. Den, sagst du? Den wen? Ja, den Herrn Werdes. Du hast mal aus unserem Sortiment ein bisschen was zusammenrichten zum Probieren. Das nehme ich dann gleich mit. Das ist recht, Herr Kirchleitner. Kann ich Sie mal was fragen? Freilich? Wie soll ich denn das alles schaffen? Den Umzug, die Kosten, das ganze blöde Leben an sich. Das Leben an sich, ja, das ist eine gute Frage. Das war zu unserer Zeit noch ein bisschen einfacher. Ja, ich meine, die Mieten waren nicht so ausgeschämt. Der Hafer Kaffee, das hat vielleicht 1,80 Mark gekostet, wenn überhaupt. Ja. Und der Kaffeebar in Bayerkofen, da kostet der Havel Kaffee schon fast 4 Euro. 8 Mark, das meine ich. Ja. Ich meine, wenn heute die Gehälter höher sind, aber das Leben an sich, das ist 5-mal so teuer geworden. Du kannst froh sein, dass du nicht in Spanien oder Italien lebst. Wieso? Naja, also dort sehen die Kinder erst aus, wenn sie heiraten, weil sie es vorher nicht leisten können. Das habe ich erst kürzlich in einem Bericht gelesen. Na, ganz toll. Ja. Also, Herr Rittmoser, danke erst einmal, dass Sie sich extra noch mal die Zeit nehmen. Ne? Kein Problem. Wie ich Ihnen gestern schon gesagt habe, habe ich schon ein bisschen recherchiert und würde gerne heute mit Ihnen über das Projekt in Auenkirchen sprechen. Da waren Sie doch beteiligt, oder? Ja, richtig. Auenkirchen hat damals einen Wasserskilift, eine Erlebnisrutschbahn und natürlich etliches an Gastronomie um den Auenkirchener See errichtet. Mhm. Und welche Rolle haben Sie da genau gespielt? Ja, ich war der Hauptinvestor. Aber das wissen Sie doch schon alles, Herr Brunner. Ich darf es aber gern von Ihnen selber hören. Und der Wasserpark hat 2007 eröffnet, richtig? Richtig. Und wann hat der Park wieder schließen müssen? 2011. Ja. Das Projekt hat sich finanziell nicht getragen. Aber auch das ist Ihnen ja bereits bekannt. Und die Gemeinde Auenkirchen zahlt heute noch an der hohen Verschuldung?
Herr Brunner, bevor wir da jetzt lang Katz und Maus spielen, ich hab nichts zu verbergen, ob Sie es glauben oder nicht. Lesen Sie das, dann sehen Sie genau, wer damals wie viel investiert und leider auch verloren hat. Lena, jetzt bist du 2 Jahre. Das weißt du schon, gell? Guten Morgen, Herr Landrat. Hat das sein müssen? Sie meinen, Tu nicht so scheinheilig, du weißt ganz genau, was ich meine, ja? der Ludwig, der tut nur seinen Job als Journalist, das ist ja wohl nicht verboten. Ja, gegen ein Interview hat kein Mensch was. Aber dass er den da beim Mittagessen einfach überfällt, ja, was hat sich denn da der Wickel dabei denkt, hä? Mei, das war vielleicht ein bisschen... Ja, da hättest du mal dein Mai aufmachen können, deswegen, ja? Verstehst du? Wenn jemand mauschelt, dann nicht mir. Ja, aber wenn man nichts zum Verbergen hat, dann dürfte es doch nicht so schlimm gewesen sein. Herr Schadnow, es tut mir leid. Aber es ist, wie es ist, sonst noch was. Hör auf, dass du in Sachen einmischt, wo du überhaupt nichts verstehst davon. Der Wickel, der wird nichts entdecken, verstehst du? Der wird nichts finden, weil es nichts zum Finden gibt. Ja, der Viertel ist sauber. Das wirst du sehen. Ich hab's wirklich bloß gut gemeint. Gut, Mann. Manchmal nützen die besten Absichten nichts. Wieso haben Sie mir eigentlich die Unterlagen gezeigt, Herr Rittmoser? Das hätten Sie doch überhaupt gar nicht müssen. Ich weiß doch, wie es läuft. Und dass man vermutet, ich habe irgendwelche dunklen Geheimnisse. Die Leute sind Geschäftsleute mit mir äußerst misstrauisch gegenüber. Stimmt. Weil es auch genügend gibt, die Dreck am Stecken haben. Ja, und das wollte ich vermeiden, dass man das von mir denkt. Ein Ruf ist schnell ruiniert. Gerade wenn es um so viel Geld geht. Ja, die Pleite war weder für Auenkirchen noch für mich vorhersehbar. Beide Seiten haben ganz bewusst ein hohes Risiko auf sich genommen und verloren. So was passiert halt leider. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht überzeugt sind, dann fahren Sie nach Auenkirchen und fragen Sie noch mal nach. Das kann ja jetzt was werden. Am besten, du sagst nichts. Kann ich Ihnen irgendwas abnehmen? No, danke. Guten Tag, Herr Kirchleiner. Ich bin Rocío Vertes. Ach, ja, bienvenida, señora Vertes. Está usted muy hermosa. Oh, sehr freundlich. Dankeschön, aber Sie übertreiben. Soy Hubert Kirchleitner. Esta es also meine Uschi, meine Frau, Señora. Bienvenida. Estamos muy contentos conocerle. Wir freuen uns Gracias. sehr, Sie kennenzulernen. Gracias. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überrascht. Estamos un poco sorprendidos. Tenemos un señor en espera. Ah, Sie haben einen Herrn erwartet. Oh, mi nombre, Rocío. Ja, nos alegramos. Also, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt umso mehr, dass Sie da sind, Señora Vertes. Bitte. Gerne. Danke. Sie haben einen sehr charmanten Mann. Ja, er kann charmant sein, wenn er will. Und sich deine Spanischstunden doch noch rentiert. Ja. Ich finde gut, dass Sie Spanisch sprechen. Ich habe in meinem Land auch gelernt. Deutsch mit Freund. Danke. Das finde ich richtig gut. Aber für die Vertragsverhandlungen, da brauchen wir die Expertin. Ah, da bist du ja schon. Du, ich habe mir jetzt gerade hergesetzt und habe angefangen, dass ich da ein paar Sachen zusammenschreibe, die wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen. Das musst du nicht. Doch, das muss ich schon. Ich habe ja gesagt, dass ich dir helfe. Jetzt kommst du jetzt her. Jetzt rechnen wir mal alles gescheit zusammen von vorn bis hinten. Die Kostenaufstellung, die habe ich gestern mit der Fanny schon gemacht. Was, das wollten doch wir heute machen?
Ja, ich weiß, das hat halt einfach so ergeben im Brunnerwirt. Das ist ja jetzt auch wurscht. Ich hab nachgedacht. Aber? Ich darf gern da bei euch wohnen bleiben. Also wenn ich noch darf, nach dem ganzen Stress. Und was wird aus der Wohnung? Ja, die muss ich halt heute gleich noch kündigen. Und dann muss ich so schnell wie möglich einen Nachmieter finden, sonst muss ich 3 Monate die Miete zahlen. Weißt du, ich hab eingesehen, dass ich mir das Ganze im Moment einfach nicht leisten kann. Und außerdem fällt's mir ja ganz gut, da bei euch. Ach so, jetzt erfahren wir doch wieder. Ja, die Miete, die du haben willst, die zahle ich dir natürlich gern. Mensch, jetzt sag halt irgendwas. Ja, freilich darfst du da bleiben, du dumme Hurschel. Ich freu mich doch. Komm jetzt, zeig mir mal die Aufstellung da. Das mit den Schulden, das kriegen wir auch noch hin. Danke, Tante Moni. So, Paul, lass dir die Rippel schmecken, gell? Das darfst du aber glauben. Vierte. Fertig. Servus. Servus. Wickel. Da bist ja endlich. Habt ihr so lange geredet? Nein, ich hab nur ein bisschen telefoniert. Und, jetzt sag schon. Recht viel gibt's nicht zum Sagen. Es tut mir leid, aber der Rittmoser ist ein seriöser Geschäftsmann. Im Ernst jetzt? Der hat für alles, was ich rausgefunden habe, eine vernünftige Erklärung. Ich habe sogar mit dem Bürgermeister von Auenkirchen telefoniert und der hat bestätigt, dass der Rittmoser nichts für die Pleite von dem Wasserpark kann. Und ist der auch wieder so liquide, dass er da bei uns so einen Park bauen kann? Also ohne größeres finanzielles Risiko für die Gemeinde? So wie es ausschaut, ja. Der Rittmoser weiß, was er tut. Der will Geld mit uns verdienen, ganz klar, aber das ist ja an sich nichts Verwerfliches. Meinst du, hat der Schattenhof also wirklich das Wohl von Lansing im Sinn? So wie es ausschaut. Na, wir haben tatsächlich Unrecht, oder? Der Onkel Hubert, ha? Und dass ich mir wieder sauer aus seiner Spanisch-Affäre gezogen. Der müsste dann eigentlich auch mal wieder Boden gehen. Apropos, ich wüsste da eine schöne Tradition, die wir wieder einführen könnten. Ja, dafür braucht man bloß ein Wasser, ein Geschick und ein bisschen Schmalz. Ja, das Wasser ist kein Problem nicht, das haben wir, aber bei den anderen 2 Sachen, da beißt es beim Hubert aus. Ja, und wahrscheinlich nicht bloß bei dem. Bevor heute irgendwas mit dem Gemeinderat beschlossen wird, da sollten doch alle Risiken in Betracht gezogen werden. Annalena, du weißt genau, du bist bloß eine stille Teilnehmerin. Also schalte mal einen Gang zurück. Und wenn der den Großteil von dem Projekt selber finanziert, ja, da können wir doch bloß alle drauf verdienen. Ist jetzt nicht Ihr Ernst? Der hat euch den Park in den rosigsten Farben ausgemalt. Annalena hat mich angerufen und will, dass ich ein bisschen recherchiere über diesen Rittmoser. Jetzt klangt's mir aber. Verschlafen. Kellnern bis in der Früh um 4 Uhr, das ist ja klar, dass dir das irgendwann zu viel wird. Ich brauch das Geld. Kathi, ich brauch dich unbedingt zur Nachtschicht in Weinott. Ja, ist gut. Das wird sich dann vom Trinkgeld her wahrscheinlich auch nicht so wirklich lohnen, wenn nichts los ist, oder? Ganze 80 Cent. Da interessiert sich gerade mal einer für mein Bett. Da kann ich sie gleich herschenken. Denn der misst mich auf. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Ich hab mir einfach so auf meine erste eigene Wohnung gefreut und jetzt sowas. Das gibt nichts, was man nicht richten kann.
Aber wie soll ich denn das machen? Ich hab nur so viel zum Zahlen. Und das Geld, das klagt mir hinten und vorne nicht. Nicht einmal am Monatsanfang. Ich kann alles so oft durchrechnen, wie ich will. Ich hab einfach nicht genug Gehalt. Da, die Kaution muss ich noch zahlen. Dann die Ablöse für die Küche. Jetzt sind die schon stinksauer auf mich. Von der Bank krieg ich auch nichts mehr. Ich kann's dir bloß nur mal anbieten. Ich geb dir ein zinsloses Darlehen. Das ist echt lieb, Tante Moni, aber ich will das einfach allein schaffen. Ja, du kannst es ruhig ohne mein schenkst dir ja nicht. Ich weiß nicht. Du kannst mir natürlich auch Zinsen zahlen, wenn du unbedingt bestehst drauf. Willst du uns an meinem Elend auch noch verdienen, oder was? So gefällst mir schon besser. Also, was ist jetzt? Also gut. Aber dann machen wir es offiziell, mit einem gescheiten Vertrag. Wo dann drin steht, wie viel dass ich dir im Monat gebe. Ich will da einfach alles so schnell wie möglich zurückzahlen. Ja, das ist mir nur recht. Also dann machen wir eine Aufstellung. Und zwar eine gescheite. Morgen Mittag habe ich Zeit. Ha? Sag mal, wie kommst du dazu, dass du einfach meinen Burm mit in die Geschichte mit einspannst? Grüß dich, Vika. Servus. Grüß dich. Sag mal, bist du jetzt extra wegen meinem Anruf nach Lansing gekommen? Ja, halt, man denkt, wenn ich schon recherchiert, dann halt gescheit, ne? Warum ziehst du dann Ludwig da mit rein? Von mit Neiziehen kann doch überhaupt keine Rede sein. Wie ich schon gesagt habe, Mama, die Annalena wollte bloß den Rhythmus ein bisschen genauer durchleuchten. Was er nicht schauen kann. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Es ist so nichts beschlossen. Und wenn das einmal mit dem Park spruchreif wird, dann wird das schon alles genau überprüft. Auch der Investor. Das ist doch nicht so schwer zum Kapieren, oder? Die Annalena meint halt bloß, dass man sich rechtzeitig in alle Richtungen umhören soll. Und dazu habe ich als Journalist halt einfach die besseren Möglichkeiten. Macht's doch, was wollt's. Also, was ist jetzt? Soll ich recherchieren oder nicht? Ja, danke, das freut mich auch. Dankeschön. Wiederhören. Die Ergebnisse von der letzten Untersuchung schauen ganz gut aus. Du weißt gar nicht, wie mir das gefreut. Der Martin, der hat einen Orden verdient, dass er mich da jetzt noch freigegeben hat. Nachdem man so tratzt haben. Kinder erst aus, wenn sie heiraten, weil sie es vorher nicht leisten können. Das habe ich erst kürzlich in einem Bericht gelesen. Na, ganz toll. Ja. Also, Herr Rittmoser, danke erst einmal, dass Sie sich extra noch mal die Zeit nehmen. Ne? Kein Problem. Wie ich Ihnen gestern schon gesagt habe, habe ich schon ein bisschen recherchiert und würde gerne heute mit Ihnen über das Projekt in Auenkirchen sprechen. Da waren Sie doch beteiligt, oder? Ja. Richtig. Auenkirchen hat damals einen Wasserskilift, eine Erlebnisrutschbahn und natürlich etliches an Gastronomie um den Auenkirchner See errichtet. Mhm. Und welche Rolle haben Sie da genau gespielt? Ja, ich war der Hauptinvestor. Aber das wissen Sie doch schon alles, Herr Brunner. Ich darf es aber gern von Ihnen selber hören. Und der Wasserpark hat 2007 eröffnet, richtig? Richtig. Und wann hat der Park wieder schließen müssen? 2011. Ja. Das Projekt hat sich finanziell nicht getragen. Aber auch das ist Ihnen ja bereits bekannt. Und die Gemeinde Auenkirchen zahlt heute noch an der hohen Verschuldung. Herr Brunner, bevor wir da jetzt lang Katz und Maus spielen, ich hab nichts zu verbergen. Ob Sie es glauben oder nicht. Lesen Sie das, dann sehen Sie genau, wer damals wie viel investiert und leider auch verloren hat. Lena, jetzt bist du zweigegangen. Das weißt du schon, gell? Guten Morgen, Herr Landrat. Hat das sein müssen? Sie meinen, Tu nicht so scheinheilig, du weißt ganz genau, was ich meine, ja? der Ludwig, der tut nur seinen Job als Journalist, das ist ja wohl nicht verboten. Ja, gegen ein Interview hat kein Mensch was. Aber dass er den da beim Mittagessen einfach überfällt, ja, was hat sich denn da der Wickel dabei denkt, hä?
Mei, das war vielleicht ein bisschen. Ja, da hättest du mal dein Mai aufmachen können, deswegen, ja? Verstehst du? Wenn jemand mauschelt, dann nicht mir. Ja, aber wenn man nichts zum Verbergen hat, dann dürfte es doch nicht so schlimm gewesen sein. Herr Schadnow, es tut mir leid. Aber es ist, wie es ist, sonst noch was. Hör auf, dass du in Sachen einmischt, wo du überhaupt nichts verstehst davon. Der Wickel, der wird nichts entdecken, verstehst du? Der wird nichts finden, weil es nichts zum Finden gibt. Ja, der Viertel ist sauber. Das wirst du sehen. Ich hab's wirklich bloß gut gemeint. Gut, Mann. Manchmal nützen die besten Absichten nichts. Wieso haben Sie mir eigentlich die Unterlagen gezeigt, Herr Rittmoser? Das hätten Sie doch überhaupt gar nicht müssen. Ich weiß doch, wie es läuft. Und dass man vermutet, ich habe irgendwelche dunklen Geheimnisse. Die Leute sind Geschäftsleuten mit mir äußerst misstrauisch gegenüber. Stimmt. Weil es auch genügend gibt, die Dreck am Stecken haben. Ja, und das wollte ich vermeiden, dass man das von mir denkt. Ein Ruf ist schnell ruiniert. Gerade wenn es um so viel Geld geht. Ja, die Pleite war weder für Auenkirchen noch für mich vorhersehbar. Beide Seiten haben ganz bewusst ein hohes Risiko auf sich genommen. Und verloren. So was passiert halt leider. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht überzeugt sind, dann fahren Sie nach Auenkirchen und fragen Sie noch mal nach. Bitte, komm rein. Das kann ja jetzt was werden. Am besten, du sagst nichts. Kann ich Ihnen irgendwas abnehmen? Ja, danke. Sein. Guten Tag, Herr Kirchleiner. Ich bin Rocío Vertes. Ach, ja, bienvenida, señora Vertes. Está usted muy hermosa. Oh, sehr freundlich. Dankeschön, aber Sie übertreiben. Soy Hubert Kirchleitner. Esta es also meine Uschi, meine Frau, señora. Bienvenida. Estamos muy contentos conocerle. Wir freuen uns sehr, Sie kennenzulernen. Pisano. Ja, das war er. Jetzt ist er bloß noch Bauunternehmer. Aber ein sehr erfolgreicher. Aber der Bertel, der ist schon in Ordnung, glaub mir's. Trotzdem kommt mir das so suspekt vor. Weil alle so Geheimnis um die Sache machen. Mei, du, was meinst du, wenn das rauskammert, da dann sie doch alle um den Freizeitpark reißen. Stell dir doch mal vor, wenn Wanger den Zuschlag kriegt, das war doch wirklich eine Katastrophe. Ne? Sicher ein bisschen anders. Aha. Und auch wenn's einer nervt. Ich werde weiter unangenehme Fragen stellen, bis ich Klarheit habe. Jetzt feier ich meinen Abschied wegen dir extra da herin und dann hast du keine Zeit. Nein, was soll ich machen? Du siehst doch, was halt los ist. Naja, dann kriegst du heute wenigstens ein bisschen mehr Trinkgeld wie das letzte Mal. Ja, Gott sei Dank. Die 9 Euro Stundenlohn, die reißen's bei mir auch nicht mehr raus. Lubst, isst noch was, bevor wir verdursten? Freilich. Machst uns noch eine Runde, bitte? Freilich. Du, das Gute in der neuen Wohnung wird sein, wenn du mal von Hamburg auf Besuch kommst, dann können wir ganz entspannt bei mir daheim abhängen. Ja, da wird bei dir daheim bald mehr los sein als da herin. Danke. Schau schon her, weißt, dass du bist. Hey, Dankeschön. Bedient sogar ich dich gern. Wohn die lieber nicht dran, als nächstes Mal gibt's nichts mehr. Jawohl. Du, Kathi, was ist denn mit dir? Trinkst du nicht mit? Die Zeiten, die sind für mich vorbei. Ich lebe ab sofort spaßfrei. Ich habe gerade mit der Annalena telefoniert. Du kannst die Cannabis jederzeit abholen. Gut, das mache ich dann gleich. Jetzt müssen wir aber noch ein bisschen aufräumen, bevor die Kundschaft kommt. Feiler, die sind doch Spanier, die sind doch ganz kindernarrisch, die verstehen das schon. Du willst die ja bloß vor der Arbeit drücken. Habt ihr das geübt? Ja, schon. Unter anderem, wieso? Na, weil ich mir vorstellen kann, dass der Vertragsabschluss dann schwierig wird.
Wenn du in Herrn Wertes mit Imbecil kommst? Das ist am Jesus bloß so rausgerutscht. Ich hab auch noch gelernt, sus oidos bellos. Du wolltest den Herrn Wertes sagen, dass er schöne Ohren hat? Na, ich wollte dir sagen, dass du schöne Augen hast. Das heißt aber auch was. Ihr seid so zwei Kindsköpfe, glaubst du das? Und ich hab gedacht, dass du ernsthaft daran interessiert bist, eine Fremdsprache zu lernen, damit du deinen Kunden beeindrucken kannst. Das mache ich doch so oder so, auch mit meinem halbscharigen Spanisch. Ich überzeug den Herrn Wertes mit unserem guten Bier und mit meinem Charme. Da darf ich nicht drauf wetten. Also, zur Not habe ich ja nur eine Spanisch-Expertin. Machst du ihm halt schöne Ojos? Ja. Ah, Kathi, da bist du ja. Du, ich muss in einer halben Stunde zum Flughafen den Herrn Dings da abholen. Den, sagst du? Den wen? Ja, den Herrn Werdes. Du hast mal aus unserem Sortiment ein bisschen was zusammenrichten zum Probieren. Das nehme ich dann gleich mit. Das ist recht, Herr Kirchleitner. Kann ich Sie mal was fragen? Freilich. Wie soll ich denn das alles schaffen? Den Umzug, die Kosten, das ganze blöde Leben an sich. Das Leben an sich, ja, das ist eine gute Frage. Das war zu unserer Zeit noch ein bisschen einfacher. Ja, ich meine, die Mieten waren nicht so ausgeschämt. Der Hafer Kaffee, das hat vielleicht 1,80 Mark gekostet, wenn überhaupt. Ja. In der Kaffeebar in Bayerkofen, da kostet der Havel Kaffee schon fast 4 Euro. 8 Mark, das meine ich. Ja. Ich meine, wenn heute die Gehälter höher sind, aber das Leben an sich, das ist 5-mal so teuer geworden. Du kannst froh sein, dass du nicht in Spanien oder Italien lebst. Wieso? Naja, also dort sehen die Spätzle vom Schottenhofer, wenn dir das weiterhilft. Grüß Gott, Herr Rittmoser. Entschuldigung, dass ich Sie beim Essen störe, aber hätten Sie vielleicht kurz einen Moment? Um was geht's? Mein Name ist Ludwig Brunner, ich bin freier Journalist. Und ich interessiere mich für den geplanten Freizeitpark da in Lansing. Ist es mit der Frau Brunner abgesprochen, dass Sie da jetzt schon ein Interview machen? Das muss ich nicht, das ist mein Beruf. Also, da muss ich Sie enttäuschen. Wir sind ja gerade am Beginn der Sondierungsphase. Also, ich kann Ihnen da gar nichts Konkretes sagen. Trotzdem, ich habe da schon mal recherchiert und bin da auf ein früheres Bauprojekt von Ihnen gestoßen, das nicht ganz rund gelaufen ist. Bei allem Respekt, ein seriöser Journalist, der arbeitet meiner Meinung nach anders. Da fragt man um einen Interviewtermin und überfällt niemanden beim Essen. Wann war es denn recht? Morgen zum Beispiel, da herin um 10 Uhr? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Aber wenn Sie nichts Besseres vorhaben, ich bin da. Alles klar. Na dann nur einen guten, gell? Du, Uri, ich schau noch geschwind rauf zum Flori, ob der da ist, gell? Und? Was sagt die Rechnung? Dass ich monatlich viel mehr Ausgaben habe, als ich gedacht habe. Ja, und eine Waschmaschine brauche ich doch auch noch. Ja, jetzt lass dir mal Zeit mit der Waschmaschine. Bis du das Geld dafür hast, kannst du bei der Tante Moni erst einmal Wäsche waschen, oder? Ja, aber auch wenn ich keine kaufe und weiterhin in Weihnacht arbeite, zum Schluss bleibt noch nicht nur über. Also 300 € im Monat ist nicht nur. Ja, was wird dir das beruhigen? Uns ist allen so gegangen mit der ersten Wohnung. Und schau, aus uns ist allen was geworden. Und das wird dir sicher auch gelingen, wirst du schon sehen. Und so als Tipp von mir. Wenn du viel putzt in der Wohnung und viel kochst, dann hast du keine Zeit mehr zum Geld ausgeben. Heißt das, ich lebe und arbeite bloß nur für die Wohnung? Ja, ganz toll. Du, und was sage ich zum Beispiel, wenn ich der Uschi ein Kompliment machen will? Da fällt mir ein, su ojos bellos. Su ojos sind schöne Augen. Ah, ja, schöne Augen, das hat's. Und was noch? Hermosas piernas. Du, die sind für die verboten, auch wenn sie schöne Beine hat, gell? Prohibido para mí. Ja. Dann vielleicht, mira qué decir, sie sehen bezaubernd aus. Ah.
Ah, da kommen schon die schönen Piernas. Macht die Lernerei ja richtig Spaß, hä? Ja, du, bin total gut vorbereitet für den Termin. Dein Mann hatte viel Talent. Echt? Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Respekt. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Aber jetzt raucht mir der Kopf, also Fumar. Ich krieg nix mehr rein. Und, also gracias fürs Lernen. Passt schon. Ja. Ach, da bist du. Du, wir setzen uns alle nachher noch kurz zusammen. Kommst du dazu? Wir werden uns freuen. Gern. Ah, was ich da sagen wollte. Pass auf, der Wickerl hat erzählt, dass dieser Rittmoser ja voll abweisend reagiert hat. Es kann also wirklich sein, dass du recht hast und dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ich bin echt gespannt, was bei dem Interview rauskommt morgen. Mhm. Bis klar. Ah, grüß dich. Grüß Anna. Annalena. Herr Schattenhofer. Die Meinige hat mich angerufen, ich soll noch was mit heimbringen. Da, die Landjäger, die waren doch ganz gut. Gib mir 3 Paar. Ne? Und? Hast du jetzt wieder beruhigt? Wie man es nimmt? Also, ich weiß gar nicht, warum du dich so streibst gegen den Freizeitpark. Das tue ich nicht. Ich will bloß sicher gehen, dass unserem Dorf nicht irgendwie geschadet wird. Ja, das will doch ich auch nicht. Ich hoffe, dass du das weißt. Ja, dass Sie das nicht wollen, schon. Aber dieser Herr Rittmoser, darf ich fragen, woher Sie den eigentlich kennen? Freilich, aus dem Landwirtschaftsministerium. Da habe ich ihn kennengelernt. Ein Politiker. Vielleicht sollte man auch Freude machen, hm? Ja, du, da bin ich da schon einen Schritt voraus. Ich lerne jetzt nämlich Spanisch für den Termin mit dem Senior Vertes und werde 0, nix den Vertrag machen. Spanisch, du? Ja, das hört sich ja so an, als ob du mir das gar nicht zutraust. Naja, also ich trau dir zumindest nicht zu, dass du bis morgen einen Vertragsabschluss auf Spanisch hinkriegst. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will ja da ein paar Floskeln drauf haben. Ich hab schon mit dem Jesus geredet. Es stimmt schon, dass der eine oder andere wieder stillgelegt worden ist. Es gibt aber auch nur die super Laufern. Ja, das weiß ich schon, aber was mir irritiert einfach, dass jede Kritik von Anfang an unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und wer weiß, ob dieser Rittmoser auch so unseriöser Investor ist, wat? Wie der, den ich da recherchiert hab, schau. Naja, sicher muss man bei solchen Investoren auf jeden Fall total aufpassen. Aber man darf auch nicht gleichzeitig alle über einen Kamm scheren. Ich bin mir sicher, dass sie die Mama den Typen ganz genau anschaut, bevor sie ihm Gemeindegeld dazu sagt. Was im Moment bin ich die Einzige, die Bedenken hat. Und ja, vielleicht bin ich wirklich total vernagelt. Wo du auf jeden Fall total recht hast, ist die Tatsache, dass so ein Park auf jeden Fall ein wahnsinniger Eingriff in das ganze Dorfleben ist. Und die Natur ist auch ein ganz wichtiges Gegenargument. Ja, das sag ich doch. Das kann man doch nicht einfach so ignorieren, oder? Nein, Wie geht's denn jetzt weiter? ich recherchiere jetzt erst einmal ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ihr ein Interview mit ihm möchtet. Aber ich will ja nicht, dass du deswegen wieder Frohnitz kriegst, gell? Nein. Ich weiß schon, wie ich die Mama nehmen muss. Die kriegt sie schon wieder ein. Für euch. Grüß dich. Da schau, ich hab einen Deckel dabei. Ah, danke. Wenn du eine Viertelstunde wartest, dann kannst du die Bestellung gleich mitnehmen. Ich hab schon angefangen. Magst du vielleicht was trinken? Grüß dich, Kathi. Du, mir passiert jetzt leider, weil wir sehen uns ja eh nachher auf meiner Abschiedsparty mal nicht, gell? Ja, ist gut. Du hast es gut. Hast deinen Spaß und ich stehe hinterm Tresen. Jeder, wie er es verdient. Du, darf ich dir das Jahr ausgeben? Ich hab ein bisschen zu viel gemacht. Gern. Passt. Erzähl, wie geht's dir? Bist recht im Umzugsstress. Der Umzug, der stresst mich ehrlich gesagt am wenigsten. Aber das, was alles zum Zahlen ist. Also, wenn du Hilfe brauchst, ich bin ziemlich fit in so Sachen. Echt? Hast du zufällig gerade Zeit? Hab zufällig gerade Zeit. Und jetzt sag her. Schau mal, ich hab da was zusammengeschrieben. Super. Einer meiner Ausgaben. Perfekt. Das sind die ersten Schritte. Rundfunkgebühren. Ganz wichtig. Schreib das dazu. Und Versicherung hast du auch vergessen. Was du unbedingt brauchst, ist Haftpflicht und Hausrat.
Stimmt. Mei, das habe ich total verdrängt, habe ich das. Du, sag einmal, wie viel kostet das ungefähr für so eine kleine Wohnung? Was heißt Willkommen in Lansing, Herr Wertes? Bienvenido a Lansing, Señor Wertes. Bienvenido a Lansing, Señor Wertes. Ich schreibe drauf. Ja, gut. Hoppala. So ein bisschen. Ach, das macht ja gar nichts, um Gottes Willen. Was hat das gekostet in die... Sagst du besser nicht zu deinen Geschäftspartner? Nein, das interessiert mich. Das, Imbecil heißt Idiot. Wie sagt ihr in Bayern? Depp. Ah, ja, siehst du es? Du kennst Schimpfwörter auf Bayerisch. Und das will ich auf Spanisch wissen. Zum Beispiel, wie sagt man zu Volldepp? Also total Volldepp. Dann vielleicht Filipolas. Filipolas, das muss ich mir merken. Weil ich mein, wenn mir der Kunde blöd kommt, dann weiß ich ganz genau, was ich zu ihm sage. Aber wenn der Kunde nett ist, dann machst du Komplimente. Ja. Grüß dich. Hat das Mittagessen nicht gelangt, weil du schon wieder da bist? Nein, diesmal bin ich beruflich da. Ich weiß nicht, dass in einem Brunner wird was Interessantes zum Berichten gab. Uri, draußen steht ein dickes Auto vom Bauunternehmen Rittmoser. Das ist doch der da, oder? Ja, ich kenne ihn nicht persönlich, aber Das ist vorher nicht leisten können. Das habe ich erst kürzlich in einem Bericht gelesen. Na, ganz toll. Ja. Also, Herr Rittmoser, danke erst einmal, dass Sie sich extra noch mal die Zeit nehmen. Ne? Kein Problem. Wie ich Ihnen gestern schon gesagt habe, habe ich schon ein bisschen recherchiert und würde gerne heute mit Ihnen über das Projekt in Auenkirchen sprechen. Da waren Sie doch beteiligt, oder? Ja. Richtig. Auenkirchen hat damals einen Wasserskilift, eine Erlebnisrutschbahn und natürlich etliches an Gastronomie um den Auenkirchner See errichtet. Mhm. Und welche Rolle haben Sie da genau gespielt? Ja, ich war der Hauptinvestor. Aber das wissen Sie doch schon alles, Herr Brunner. Ich darf es aber gern von Ihnen selber hören. Und der Wasserpark hat 2007 eröffnet, richtig? Richtig. Und wann hat der Park wieder schließen müssen? 2011. Ja. Das Projekt hat sich finanziell nicht getragen. Aber auch das ist Ihnen ja bereits bekannt. Und die Gemeinde Auenkirchen zahlt heute noch an der hohen Verschuldung? Herr Brunner, bevor wir da jetzt lang Katz und Maus spielen, ich hab nichts zu verbergen, ob Sie es glauben oder nicht. Lesen Sie das, dann sehen Sie genau, wer damals wie viel investiert und leider auch verloren hat. Lena, jetzt bist du zweigegangen. Das weißt du schon, gell? Guten Morgen, Herr Landrat. Hat das sein müssen? Sie meinen, Tu nicht so scheinheilig, du weißt ganz genau, was ich meine, ja? der Ludwig, der tut nur seinen Job als Journalist, das ist ja wohl nicht verboten. Ja, gegen ein Interview hat kein Mensch was. Aber dass er den da beim Mittagessen einfach überfällt, ja, was hat sich denn da der Wickel dabei denkt, hä? Mei, das war vielleicht ein bisschen. Ja, da hättest du mal dein Mai aufmachen können, deswegen, ja? Verstehst du? Wenn jemand mauschelt, dann nicht mir. Ja, aber wenn man nichts zum Verbergen hat, dann dürfte es doch nicht so schlimm gewesen sein. Herr Schadnow, es tut mir leid. Aber es ist, wie es ist, sonst noch was. Hör auf, dass du in Sachen einmischt, wo du überhaupt nichts verstehst davon. Der Wickel, der wird nichts entdecken, verstehst du? Der wird nichts finden, weil es nichts zum Finden gibt. Ja, der Viertel ist sauber. Das wirst du sehen. Ich hab's wirklich bloß gut gemeint. Gut, Mann. Manchmal nützen die besten Absichten nichts. Wieso haben Sie mir eigentlich die Unterlagen gezeigt, Herr Rittmoser? Das hätten Sie doch überhaupt gar nicht müssen. Ich weiß doch, wie es läuft. Und dass man vermutet, ich habe irgendwelche dummen... Habt ihr das geübt? Ja, schon. Unter anderem, wieso? Na, weil ich mir vorstellen kann, dass der Vertragsabschluss dann schwierig wird. Wenn du in Herrn Wertes mit Imbecil kommst. Das ist am Jesus bloß so rausgerutscht. Ich hab auch noch gelernt, sus oidos bellos. Du
Du wolltest den Herrn Wertes sagen, dass er schöne Ohren hat. Na, ich wollte dir sagen, dass du schöne Augen hast. Das heißt aber auch was. Ihr seid so zwei Kindsköpfe, glaubst du das? Und ich hab gedacht, dass du ernsthaft daran interessiert bist, eine Fremdsprache zu lernen, damit du deinen Kunden beeindrucken kannst. Ja, das mache ich doch so oder so. Auch mit meinem halbscharigen Spanisch. Ich überzeug den Herrn Wertes mit unserem guten Bier und mit meinem Charme. Da darf ich nicht drauf wetten. Also, zur Not habe ich ja nur eine Spanisch-Expertin. Machst du ihm halt schöne Ojos? Ja. Ah, Kathi, da bist du ja. Du, ich muss in einer halben Stunde zum Flughafen den Herrn Dings da abholen. Den, sagst du? Den wen? Ja, den Herrn Werdes. Du musst mal aus unserem Sortiment ein bisschen was zusammenrichten zum Probieren. Das nehme ich dann gleich mit. Das ist recht, Herr Kirchleitner. Kann ich Sie mal was fragen? Freilich? Wie soll ich denn das alles schaffen? Den Umzug, die Kosten, das ganze blöde Leben an sich. Das Leben an sich, ja, das ist eine gute Frage. Das war zu unserer Zeit noch ein bisschen einfacher. Ja, ich meine, die Mieten waren nicht so ausgeschämt. Der Hafer Kaffee, das hat vielleicht 1,80 Mark gekostet, wenn überhaupt. Ja. Und der Kaffeebar in Bayerkofen, da kostet der Havel Kaffee schon fast 4 Euro. 8 Mark, das meine ich. Ja. Ich meine, wenn heute die Gehälter höher sind, aber das Leben an sich, das ist 5-mal so teuer geworden. Du kannst froh sein, dass du nicht in Spanien oder Italien lebst. Wieso? Naja, also dort sehen die Kinder erst aus, wenn sie heiraten, weil sie es vorher nicht leisten können. Das habe ich erst kürzlich in einem Bericht gelesen. Na, ganz toll. Ja. Also, Herr Rittmoser, danke erst einmal, dass Sie sich extra noch mal die Zeit nehmen. Ne? Kein Problem. Wie ich Ihnen gestern schon gesagt habe, habe ich schon ein bisschen recherchiert und würde gerne heute mit Ihnen über das Projekt in Auenkirchen sprechen. Da waren Sie doch beteiligt, oder? Ja. Richtig. Auenkirchen hat damals einen Wasserskilift erlebt. Meiner Meinung nach anders. Da fragt man um einen Interviewtermin und überfällt niemanden beim Essen. Wann war es denn ein Recht? Morgen zum Beispiel, da herin um 10 Uhr? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Aber wenn Sie nichts Besseres vorhaben, ich bin da. Alles klar. Na dann nur einen guten, gell? Du, Uri, ich schau noch geschwind rauf zum Flori, ob der da ist, gell? Und? Was sagt die Rechnung? Dass ich monatlich viel mehr Ausgaben habe, als ich gedacht habe. Ja, und eine Waschmaschine brauche ich doch auch noch. Na, jetzt lass dir mal Zeit mit der Waschmaschine. Bis du das Geld dafür hast, kannst du bei der Tante Moni erst einmal Wäsche waschen, oder? Ja, aber auch wenn ich keine kaufe und weiterhin in Weinott arbeite, zum Schluss bleibt noch nie nur über. Also 300 € im Monat ist nicht nie nur. Ja, was würde dir das beruhigen? Uns ist allen so gegangen mit der ersten Wohnung. Und schau, aus uns ist allen was geworden. Und es wird dir sicher auch gelingen, wirst du schon sehen. Und so als Tipp von mir. Wenn du viel putzt in der Wohnung und viel kochst, dann hast du keine Zeit mehr zum Geld ausgeben. Heißt das, ich lebe und arbeite bloß nur für die Wohnung? Ja, ganz toll. Du, und was sage ich zum Beispiel, wenn ich der Uschi ein Kompliment machen will? Da fällt mir ein, su ojos bellos. Su ojos sind schöne Augen. Ah, ja, schöne Augen, das hat's. Und was noch? Hermosas piernas. Du, die sind für die verboten, auch wenn sie schöne Beine hat, gell? Prohibido para mí. Ja. Dann vielleicht, mira que decir, sie sehen bezaubernd aus. Ah. Da kommen schon die schönen Piernas. Macht die Lernerei ja richtig Spaß, ha? Ja, du, bin total gut vorbereitet für den Termin. Dein Mann hatte viel Talent. Echt? Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Respekt. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Aber jetzt raucht mir der Kopf, also Fumar. Ich krieg nix mehr rein. Und
Also gracias fürs Lernen. Passt schon. Ja. Ach, da bist du. Du, wir setzen uns alle nachher noch kurz zusammen. Kommst du dazu? Wir tun uns rein. Gern. Ah, was ich da sagen wollte. Pass auf, der Wickerl hat erzählt, dass dieser Rittmoser ja voll abweisend reagiert hat. Es kann also wirklich sein, dass du recht hast und dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ich bin echt gespannt, was bei dem Interview rauskommt morgen. Mhm. Bis klar. Auenkirchen sprechen. Da waren Sie doch beteiligt, oder? Ja. Richtig. Auenkirchen hat damals einen Wasserskilift, eine Erlebnisrutschbahn und natürlich etliches an Gastronomie um den Auenkirchner See errichtet. Mhm. Und welche Rolle haben Sie da genau gespielt? Ja, ich war der Hauptinvestor. Aber das wissen Sie doch schon alles, Herr Brunner. Ich darf es aber gern von Ihnen selber hören. Und der Wasserpark hat 2007 eröffnet, richtig? Richtig. Und wann hat der Park wieder schließen müssen? 2011. Ja. Das Projekt hat sich finanziell nicht getragen. Aber auch das ist Ihnen ja bereits bekannt. Und die Gemeinde Auenkirchen zahlt heute noch an der hohen Verschuldung? Herr Brunner, bevor wir da jetzt lang Katz und Maus spielen, ich hab nichts zu verbergen. Ob Sie es glauben oder nicht. Lesen Sie das, dann sehen Sie genau, wer damals wie viel investiert und leider auch verloren hat. Lena, jetzt bist du zweigegangen. Das weißt du schon, gell? Guten Morgen, Herr Landrat. Hat das sein müssen? Sie meinen, Tu nicht so scheinheilig, du weißt ganz genau, was ich meine, ja? der Ludwig, der tut nur seinen Job als Journalist, das ist ja wohl nicht verboten. Ja, gegen ein Interview hat kein Mensch was. Aber dass er den da beim Mittagessen einfach überfällt, ja, was hat sich denn da der Wickel dabei denkt, hä? Mei, das war vielleicht ein bisschen. Ja, da hättest du mal dein Mai aufmachen können, deswegen, ja? Verstehst du? Wenn jemand mauschelt, dann nicht mir. Ja, aber wenn man nichts zum Verbergen hat, dann dürfte es doch nicht so schlimm gewesen sein. Herr Schadnow, es tut mir leid. Aber es ist, wie es ist, sonst noch was. Hör auf, dass du in Sachen einmischt, wo du überhaupt nichts verstehst davon. Der Wickel, der wird nichts entdecken, verstehst du? Der wird nichts finden, weil es nichts zum Finden gibt. Ja, der Viertel ist sauber. Das wirst du sehen. Ich hab's wirklich bloß gut gemeint. Gut, Mann. Manchmal nützen die besten Absichten nichts. Wieso haben Sie mir eigentlich die Unterlagen gezeigt, Herr Rittmoser? Das hätten Sie doch überhaupt gar nicht müssen. Ich weiß doch, wie es läuft. Und dass man vermutet, ich habe irgendwelche dunklen Geheimnisse. Die Leute sind Geschäftsleuten mit mir äußerst misstrauisch gegenüber. Stimmt. Weil es auch genügend gibt, die Dreck am Stecken haben. Ja, und das wollte ich vermeiden, dass man das von mir denkt. Ein Ruf ist schnell ruiniert. Gerade wenn es um so viel Geld geht. Ja, die Pleite war weder für Auenkirchen noch... Wirtschaftsministerium, da habe ich ihn kennengelernt. Ein Politiker. Vielleicht sollte man auch Freude machen, hm? Ja, du, da bin ich da schon einen Schritt voraus. Ich lerne jetzt nämlich Spanisch für den Termin mit dem Senior Vertes und werde 0,nix den Vertrag machen. Spanisch, du? Ja, das hört sich ja so an, als ob du mir das gar nicht zutraust. Naja, also ich trau dir zumindest nicht zu, dass du bis morgen einen Vertragsabschluss auf Spanisch hinkriegst. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will ja da ein paar Floskeln drauf haben. Ich hab schon mit dem Jesus geredet. Es stimmt schon, dass der eine oder andere wieder stillgelegt worden ist. Es gibt aber auch nur die super Laufern. Ja, das weiß ich schon, aber was mir irritiert einfach, dass jede Kritik von Anfang an unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und wer weiß, ob dieser Rittmoser auch so unseriöser Investor ist, wat? Wie der, den ich da recherchiert hab, schau. Naja, sicher muss man bei sehenden Investoren auf jeden Fall total aufpassen. Aber man darf auch nicht gleichzeitig alle über einen Kamm scheren. Ich bin mir sicher, dass sie die Mama den Typen ganz genau anschaut, bevor sie ihm Gemeindegeld dazu sagt. Was, im Moment bin ich die Einzige, die Bedenken hat. Und naja, vielleicht bin ich wirklich total vernagelt.
Wo du auf jeden Fall total recht hast, ist die Tatsache, dass so ein Park auf jeden Fall ein wahnsinniger Eingriff in das ganze Dorfleben ist. Und die Natur ist auch ein ganz wichtiges Gegenargument. Ja, das sag ich doch. Das kann man doch nicht einfach so ignorieren, oder? Nein, Wie geht's denn jetzt weiter? ich recherchiere jetzt erst einmal ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ihr ein Interview mit ihm möchtet. Aber ich will ja nicht, dass du deswegen mit der Frau nichts kriegst, gell? Nein. Ich weiß schon, wie ich die Mama nehmen muss. Die kriegt sie schon wieder ein. Für dich. Grüß dich. Da schau, ich hab einen Deckel dabei. Ah, danke. Wenn du eine Viertelstunde wartest, dann kannst du die Bestellung gleich mitnehmen. Ich hab schon angefangen. Magst du vielleicht was trinken? Grüß dich, Kathi. Du, mir passiert jetzt leider, weil wir sehen uns ja eh nachher auf meiner Abschiedsparty mal nicht, gell? Ja, ist gut. Du hast es gut. Hast deinen Spaß und ich stehe unterm Tresen. Jeder, wie er es verdient. Du, darf ich dir das Jahr ausgeben? Ich hab ein bisschen zu viel gemacht. Gern. Passt. Erzähl, wie geht's dir? Bist recht im Umzugsstress. Der Umzug, der stresst mich ehrlich gesagt am wenigsten. Aber das, was alles zum Zahlen ist. Also, wenn du Hilfe brauchst, ich bin ziemlich fit in so Sachen. Echt? Hast du zufällig gerade Zeit? Hab zufällig gerade Zeit. Und jetzt sag her. Schau mal, ich hab da was zusammengeschrieben. Super. Einer meiner Ausgaben. Perfekt. Das sind die ersten Schritte. Rundfunkgebühren. Ganz wichtig. Ich schreibe das offiziell mit einem gescheiten Vertrag. Wo dann drin steht, wie viel dass ich dir im Monat gebe. Ich will da einfach alles so schnell wie möglich zurückzahlen. Ja, das ist mir nur recht. Also dann machen wir eine Aufstellung. Und zwar eine gescheite. Morgen Mittag habe ich Zeit. Hm? Sag mal, wie kommst du dazu, dass du einfach meinen Burm mit in die Geschichte mit einspannst? Grüß dich, Vika. Servus. Grüß dich. Sag mal, bist du jetzt extra wegen meinem Anruf nach Lansing gekommen? Ja, halt, man denkt, wenn ich schon recherchiert, dann nicht gescheit, ne? Warum ziehst du dann Ludwig da mit rein? Von mit Neiziehen kann doch überhaupt keine Rede sein. Wie ich schon gesagt habe, Mama, die Annalena wollte bloß den Rhythmus ein bisschen genauer durchleuchten. Dass er nicht schauen kann. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Es ist so nichts beschlossen. Und wenn das einmal mit dem Park spruchreif wird, dann wird das schon alles genau überprüft. Auch der Investor. Das ist doch nicht so schwer zum Kapieren, oder? Die Annalena meint halt bloß, dass man sich rechtzeitig in alle Richtungen umhören soll. Und dazu habe ich als Journalist halt einfach die besseren Möglichkeiten. Macht's doch, was wollt's. Also, was ist jetzt? Soll ich recherchieren oder nicht? Ja, danke, das freut mich auch. Dankeschön. Wiederhören. Die Ergebnisse von der letzten Untersuchung schauen ganz gut aus. Du weißt gar nicht, wie mir das gefreut. Der Martin, der hat einen Orden verdient, dass er mich da jetzt noch freigegeben hat. Nachdem wir uns so tratzt haben. Vielleicht sollte man auch Freude machen, hm? Ja, du, da bin ich da schon einen Schritt voraus. Ich lerne jetzt nämlich Spanisch für den Termin mit dem Senior Vertes und werde in 0, nix den Vertrag machen. Spanisch, du? Ja, das hört sich ja so an, als ob du mir das gar nicht zutraust. Naja, also ich trau dir zumindest nicht zu, dass du bis morgen einen Vertragsabschluss auf Spanisch hinkriegst. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will ja da ein paar Floskeln drauf haben. Ich hab schon mit dem Jesus geredet. Es stimmt schon, dass der eine oder andere wieder stillgelegt worden ist. Es gibt aber auch nur die super laufen. Ja, das weiß ich schon, aber was mir irritiert einfach, dass jede Kritik von Anfang an unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und wer weiß, ob dieser Rhythmus auch so unseriöser Investor ist, wat? Wie der, den ich da recherchiert hab, schau. Naja, sicher muss man bei solchen Investoren auf jeden Fall total aufpassen. Aber man darf auch nicht gleichzeitig alle über einen Kamm scheren. Ich bin mir sicher, dass sie die Mama den Typen ganz genau anschaut, bevor sie ihm Gemeindegeld dazu sagt. Im Moment bin ich die Einzige, die Bedenken hat. Und ja, vielleicht bin ich wirklich total vernagelt. Wo du... Gut, Mann. Manchmal nützen die besten Absichten nichts.
Wieso haben Sie mir eigentlich die Unterlagen gezeigt, Herr Rittmoser? Das hätten Sie doch überhaupt gar nicht müssen. Ich weiß doch, wie es läuft. Und dass man vermutet, ich habe irgendwelche dunklen Geheimnisse. Die Leute sind Geschäftsleute mit mir äußerst misstrauisch gegenüber. Stimmt. Weil es auch genügend gibt, die Dreck am Stecken haben. Ja, und das wollte ich vermeiden, dass man das von mir denkt. Ein Ruf ist schnell ruiniert. Gerade wenn es um so viel Geld geht. Ja, die Pleite war weder für Auenkirchen noch für mich vorhersehbar. Beide Seiten haben ganz bewusst ein hohes Risiko auf sich genommen und verloren. So was passiert halt leider. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht überzeugt sind, dann fahren Sie nach Auenkirchen und fragen Sie noch mal nach. Bitte, komm rein. Das kann ja jetzt was werden. Am besten, du sagst nichts. Kann ich Ihnen irgendwas abnehmen? Ja, danke. Danke. Guten Tag, Herr Kichtleiner. Ich bin Rocío Vertes. Ach, ja, bienvenida, señora Vertes. Está usted muy hermosa. Oh, sehr freundlich. Dankeschön, aber Sie übertreiben. Soy Hubert Kirchleitner. Esta es also meine Uschi, meine Frau, señora. Bienvenida. Estamos muy contentos conocerle. Wir freuen uns Gracias. sehr, Sie kennenzulernen. Gracias. Ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen überrascht. Estamos un poco sorprendidos. Tenemos un señor en espera. Ah, Sie haben einen Herrn erwartet. Oh, mi nombre, Rocío. Ja, nos alegramos. Also, wir freuen uns auf jeden Fall jetzt umso mehr, dass Sie da sind, Señora Vertes. Bitte. Gerne. Danke. Sie haben einen sehr charmanten Mann. Ja, er kann charmant sein, wenn er will. Hat sich deine Spanischstunden doch noch rentiert. Ja. Ich finde gut, dass Sie Spanisch sprechen. Ich habe in meinem Land auch gelernt. Deutsch mit Freund. Danke. Das finde ich richtig gut. Aber für die Vertragsverhandlungen, da braucht man die Expertin. Dankeschön. Wiederhören. Die Ergebnisse vor der letzten Untersuchung schauen ganz gut aus. Du weißt gar nicht, wie mir das gefreut. Der Martin, der hat einen Orden verdient, dass er mir da jetzt noch freigegeben hat. Nachdem wir uns so tratzt haben. Vielleicht sollte man auch Freude machen. Hm? Ja, du, da bin ich da schon einen Schritt voraus. Ich lerne jetzt nämlich Spanisch für den Termin mit dem Señor Vertes und werde in 0, nix den Vertrag machen. Spanisch, du? Ja, das hört sich ja so an, als ob du mir das gar nicht zutraust. Naja, also ich traue dir zumindest nicht zu, dass du bis morgen einen Vertragsabschluss auf Spanisch hinkriegst. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will ja da ein paar Floskeln drauf haben. Ich hab schon mit dem Jesus geredet. Es stimmt schon, dass der eine oder andere wieder stillgelegt worden ist. Es gibt aber auch nur die super Laufern. Ja, das weiß ich schon, aber was mir irritiert einfach, dass jede Kritik von Anfang an unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und wer weiß, ob dieser Rittmoser auch so unseriöser Investor ist, wat? Wie der, den ich da recherchiert hab, schau. Naja, sicher muss man bei solchen Investoren auf jeden Fall total aufpassen. Aber man darf auch nicht gleichzeitig alle über einen Kamm scheren. Ich bin mir sicher, dass sie die Mama den Typen ganz genau anschaut, bevor sie ihm Gemeindegeld dazu sagt. Im Moment bin ich die Einzige, die Bedenken hat. Und ja, vielleicht bin ich wirklich total vernagelt. Wo du auf jeden Fall total recht hast, ist die Tatsache, dass so ein Park auf jeden Fall ein wahnsinniger Eingriff in das ganze Dorfleben ist. Und die Natur ist auch ein ganz wichtiges Gegenargument. Ja, das sag ich doch. Das kann man doch nicht einfach so ignorieren, oder? Nein. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich recherchiere jetzt erst einmal ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ihr ein Interview mit ihm möchtet. Aber ich will nicht, dass du deswegen wieder Fronitz kriegst, gell? Nein. Ich weiß schon, wie ich die Mama nehmen muss. Die kriegt sie schon wieder ein. Für dich. Grüß dich. Da schau, ich hab einen Bierdeckel dabei.
Ah, danke. Wenn du eine Viertelstunde wartest, dann kannst du die Bestellung gleich mitnehmen. Ich hab schon angefangen. Magst du vielleicht was trinken? Grüß dich, Kathi. Du, mir passiert jetzt leider, weil wir sehen uns ja eh nachher auf meiner Abschiedsparty mal nicht, gell? Ja, ist gut. Du hast es gut. Hast deinen Spaß und ich stehe unterm Tresen. Jeder, wie er es verdient. Du, darf ich dir das Jahr ausgeben? Ich habe ein bisschen zu viel gemacht. Gern. Passt. Erzähl, wie geht's dir? Bist du recht im Umzugsstress? Der Umzug, der stresst mich ehrlich gesagt am wenigsten. Aber das, was alles zum Zahlen ist. Also, wenn du Hilfe brauchst, ich bin ziemlich fit in so Sachen. Echt? Hast du zufällig gerade Zeit? Hab zufällig gerade Zeit. Servus. Grüß dich. Sag mal, bist du jetzt extra wegen meinem Anruf nach Lansing gekommen? Ja, halt, man denkt, wenn ich schon recherchiert, dann nicht gescheit, ne? Warum ziehst du dann Ludwig da mit rein? Von mit Neiziehen kann doch überhaupt keine Rede sein. Wie ich schon gesagt habe, Mama, die Annalena wollte bloß den Rhythmus ein bisschen genauer durchleuchten. Dass er nicht schauen kann. Wie oft muss ich denn das noch sagen? Es ist so nichts beschlossen. Und wenn das einmal mit dem Park spruchreif wird, dann wird das schon alles genau überprüft. Auch der Investor. Das ist doch nicht so schwer zum Kapieren, oder? Die Annalena meint halt bloß, dass man sich rechtzeitig in alle Richtungen umhören soll. Und dazu habe ich als Journalist halt einfach die besseren Möglichkeiten. Macht's doch, was wollt's. Also, was ist jetzt? Soll ich recherchieren oder nicht? Ja, danke, das freut mich auch. Dankeschön. Wiederhören. Die Ergebnisse von der letzten Untersuchung schauen ganz gut aus. Du weißt gar nicht, wie mir das gefreut. Der Martin, der hat einen Orden verdient, dass er mich da jetzt noch freigegeben hat. Nachdem wir uns so tratzt haben. Vielleicht sollte man auch Freude machen, hm? Ja, du, da bin ich da schon einen Schritt voraus. Ich lerne jetzt nämlich Spanisch für den Termin mit dem Senior Vertes und werde in 0, nix den Vertrag machen. Spanisch, du? Ja, das hört sich ja so an, als ob du mir das gar nicht zutraust. Naja, also ich trau dir zumindest nicht zu, dass du bis morgen einen Vertragsabschluss auf Spanisch hinkriegst. Ja, das ist mir schon klar, aber ich will ja da ein paar Floskeln drauf haben. Ich hab schon mit dem Jesus geredet. Es stimmt schon, dass der eine oder andere wieder stillgelegt worden ist. Es gibt aber auch nur die super Laufern. Ja, das weiß ich schon, aber was mir irritiert einfach, dass jede Kritik von Anfang an unter den Teppich gekehrt wird. Ja, und wer weiß, ob dieser Rhythmus auch so unseriöser Investor ist, wat? Wie der, den ich da recherchiert hab, schau. Naja, sicher muss man bei solchen Investoren auf jeden Fall total aufpassen. Aber man darf auch nicht gleichzeitig alle über einen Kamm scheren. Ich bin mir sicher, dass sie die Mama den Typen ganz genau anschaut, bevor sie ihm Gemeindegeld dazu sagt. Im Moment bin ich die Einzige, die Bedenken hat. Und ja, vielleicht bin ich wirklich total vernagelt. Wo du auf jeden Fall total recht hast, ist die Tatsache, dass so ein Park auf jeden Fall ein wahnsinniger Eingriff in das ganze Dorfleben ist. Und die Natur ist auch ein ganz wichtiges Gegenargument. Ja, das sag ich doch. Das kann man doch nicht einfach so ignorieren, oder? Nein. Wie geht's denn jetzt weiter? Ich recherchiere jetzt erst einmal ein bisschen was. Und dann schauen wir mal, wie er reagiert, wenn ihr ein Interview mit ihm möchtet. Aber ich will nicht, dass du deswegen wieder Fronitz kriegst, gell? Na, Unverschuldet. Herr Brunner, bevor wir da jetzt lang Katz und Maus spielen, ich hab nichts zu verbergen, ob Sie es glauben oder nicht. Lesen Sie das, dann sehen Sie genau, wer damals wie viel investiert und leider auch verloren hat. Lena, jetzt bist du zweigegangen. Das weißt du schon, gell? Guten Morgen, Herr Landrat. Hat das sein müssen? Sie meinen, Tu nicht so scheinheilig, du weißt ganz genau, was ich meine, ja? der Ludwig, der tut nur seinen Job als Journalist, das ist ja wohl nicht verboten. Ja, gegen ein Interview hat kein Mensch was. Aber dass er den da beim Mittagessen einfach überfällt, ja, was hat sich denn da der Wickel dabei denkt, hä? Mei, das war vielleicht ein bisschen... Ja, da hättest du mal dein Mai aufmachen können, deswegen, ja? Verstehst du? Wenn jemand mauschelt, dann nicht mir. Ja, aber wenn man nichts zum Verbergen hat, dann dürfte es doch nicht so schlimm gewesen sein. Herr Schadnow, es tut mir leid. Aber es ist, wie es ist, sonst noch was.
Hör auf, dass du in Sachen einmischt, wo du überhaupt nichts verstehst davon. Der Wickel, der wird nichts entdecken, verstehst du? Der wird nichts finden, weil es nichts zum Finden gibt. Ja, der Viertel ist sauber. Das wirst du sehen. Ich hab's wirklich bloß gut gemeint. Gut, Mann. Manchmal nützen die besten Absichten nichts. Wieso haben Sie mir eigentlich die Unterlagen gezeigt, Herr Rittmoser? Das hätten Sie doch überhaupt gar nicht müssen. Ich weiß doch, wie es läuft. Und dass man vermutet, ich habe irgendwelche dunklen Geheimnisse. Die Leute sind Geschäftsleute mit mir äußerst misstrauisch gegenüber. Stimmt. Weil es auch genügend gibt, die Dreck am Stecken haben. Ja, und das wollte ich vermeiden, dass man das von mir denkt. Ein Ruf ist schnell ruiniert. Gerade wenn es um so viel Geld geht. Ja, die Pleite war weder für Auenkirchen noch für mich vorhersehbar. Beide Seiten haben ganz bewusst ein hohes Risiko auf sich genommen. Und verloren. So was passiert halt leider. Und wenn Sie jetzt immer noch nicht überzeugt sind, dann fahren Sie nach Auenkirchen und fragen Sie noch mal nach. Bitte, komm rein. Das kann ja jetzt was werden. Am besten, du sagst nichts. Kann ich Ihnen irgendwas abnehmen? No, danke. Sein. Guten Tag, Herr Kichtleiner. Ich bin Rocío Bertes. Grüß Gott, Herr Rittmoser. Entschuldigung, dass ich Sie beim Essen störe, aber hätten Sie vielleicht kurz einen Moment? Um was geht's? Mein Name ist Ludwig Brunner, ich bin freier Journalist. Und ich interessiere mich für den geplanten Freizeitpark da in Lansing. Ist es mit der Frau Brunner abgesprochen, dass Sie da jetzt schon ein Interview machen wollen? Das muss ich nicht, das ist mein Beruf. Also, da muss ich Sie enttäuschen. Wir sind ja gerade am Beginn der Sondierungsphase. Also, ich kann Ihnen da gar nichts Konkretes sagen. Trotzdem, ich habe da schon mal recherchiert und bin da auf ein früheres Bauprojekt von Ihnen gestoßen, das nicht ganz rund gelaufen ist. Bei allem Respekt, ein seriöser Journalist, der arbeitet meiner Meinung nach anders. Da fragt man um einen Interviewtermin und überfällt niemanden beim Essen. Wann war es denn ein Recht? Morgen zum Beispiel, da herin um 10 Uhr? Ich weiß nicht, was das bringen soll. Aber wenn Sie nichts Besseres vorhaben, ich bin da. Alles klar. Na dann nur einen guten, gell? Du, Uri, ich schau noch geschwind rauf zum Flori, ob der da ist, gell? Und? Was sagt die Rechnung? Dass ich monatlich viel mehr Ausgaben habe, als ich gedacht habe. Ja, und eine Waschmaschine brauche ich doch auch noch. Ja, jetzt lass dir mal Zeit mit der Waschmaschine. Bis du das Geld dafür hast, kannst du bei der Tante Moni erst einmal Wäsche waschen, oder? Ja, aber auch wenn ich keine kaufe und weiterhin in Weihnacht arbeite, zum Schluss bleibt noch nicht nur über. Also 300 € im Monat ist nicht nur. Ja, was wird dir das beruhigen? Uns ist allen so gegangen mit der ersten Wohnung. Und schau, aus uns ist allen was geworden. Und das wird dir sicher auch gelingen, wirst du schon sehen. Und so als Tipp von mir. Wenn du viel putzt in der Wohnung und viel kochst, dann hast du keine Zeit mehr zum Geld ausgeben. Heißt das, ich lebe und arbeite bloß nur für die Wohnung? Ja, ganz toll. Du, und was sage ich zum Beispiel, wenn ich der Uschi ein Kompliment machen will? Da fällt mir ein, su ojos bellos. Su ojos sind schöne Augen. Ah, ja, schöne Augen, das hat's. Und was noch? Hermosas piernas. Du, die sind für die verboten, auch wenn sie schöne Beine hat, gell? Prohibido para mí. Ja. Dann vielleicht, mira qué decir, sie sehen bezaubernd aus. Ah. Da kommen schon die schönen Piernas. Macht die Lernerei ja richtig Spaß, hä? Ja, du, bin total gut vorbereitet für den Termin. Dein Mann hatte viel Talent. Echt? Das hätte ich dir gar nicht zutraut. Respekt. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Aber jetzt raucht mir der Kopf. Prohibido para mí. Ja. Dann vielleicht, mira qué decir, sie sehen bezaubernd aus. Ah.
Ah, da kommen schon die schönen Piernas. Macht die Lernerei ja richtig Spaß, ha? Ja, du, bin total gut vorbereitet für den Termin. Dein Mann hatte viel Talent. Echt? Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Respekt. Ich bin immer für eine Überraschung gut. Aber jetzt raucht mir der Kopf, also Fumar. Ich krieg nix mehr rein. Und, also gracias fürs Lernen. Passt schon. Ja. Ach, da bist du. Du, wir setzen uns alle nachher noch kurz zusammen. Kommst du dazu? Wir tun uns rein. Gern. Ah, was ich da sagen wollte. Pass auf, der Wickel hat erzählt, dass dieser Rittmoser ja voll abweisend reagiert hat. Es kann also wirklich sein, dass du recht hast und dass da irgendwas nicht ganz koscher ist. Ich bin echt gespannt, was bei dem Interview rauskommt morgen. Mhm. Bis gleich. Ah, grüß dich. Grüß Anna. Annalena. Herr Schattenhofer. Die Meinige hat mich angerufen, ich soll noch was mit heimbringen. Ja, da, die Landjäger, die waren doch ganz gut. Gib mir 3 Paar. Ne? Und? Hast du jetzt wieder beruhigt? Wie man es nimmt? Also, ich weiß gar nicht, warum du dich so streibst gegen den Freizeitpark. Das tue ich nicht. Ich will bloß sicher gehen, dass unserem Dorf nicht irgendwie geschadet wird. Ja, das will doch ich auch nicht. Ich hoffe, dass du das weißt. Ja, dass Sie das nicht wollen, schon. Aber dieser Herr Rittmoser, darf ich fragen, woher Sie den eigentlich kennen? Freilich, aus dem Landwirtschaftsministerium. Da habe ich ihn kennengelernt. Ein Politiker ist er auch noch. Ja, das war er. Jetzt ist er bloß noch Bauunternehmer. Aber ein sehr erfolgreicher. Aber der Bertel, der ist schon in Ordnung, glaub mir's. Trotzdem kommt mir das so suspekt vor. Weil alle so Geheimnis um die Sache machen. Mei, du, was meinst du, wenn das rauskam, da dann sie doch alle um den Freizeitpark reißen. Stell dir doch mal vor, wenn Wanger den Zuschlag kriegt, das war doch wirklich eine Katastrophe. Ne? Sicher ein bisschen anders. Aha. Und auch wenn's einer nervt, ich werde weiter unangenehme Fragen stellen, bis ich Klarheit habe. Jetzt feier ich meinen Abschied wegen dir extra da rein und dann hast du keine Zeit. Nein, was soll ich machen? Du siehst doch, was halt los ist. Naja, dann kriegst du halt